Trump gerät im Moment gerade von mehreren Seiten unter Druck. Der Iran-Krieg ist heikel, die Epstein-Akten bleiben ein Reizthema und die Deportationen von der Ausschaffungspolizei haben zusätzlichen ziemlichen Medienwirbel ausgelöst. Vor allem die gemässigteren Trump-Wähler sind enttäuscht. Wird das etwa zur grossen Chance für Demokraten bei den Zwischenwahlen und dann auch bei der nächsten Präsidentschaftswahl? Wer das Video bis hinten raus schaut, wird wissen, wer von den Demokraten als Favorit gehandelt wird, wieso der aber ein grosses Kalifornien-Problem hat, wie sie versuchen, das klein zu reden und am Schluss noch meine ehrliche Meinung zum Thema. Ciao zusammen, von Gunter hier. Herzlich willkommen zu einem spannenden Bericht direkt aus einer Hochburg der Demokraten, nämlich aus Kalifornien. Gut, ist jetzt gerade ein bisschen neblig, aber das passt noch zum Thema. Als erstes habe ich mich schlau gemacht, welche Kandidatennamen rund um einen möglichen Trump-Nachfolger in Stellung gebracht werden. In den Medien haben die Spekulationen bereits angefangen. Wer könnte politisch von Trump seiner momentanen Schwäche profitieren? Bei beiden Parteien werden schon mögliche Zukunftsfiguren diskutiert. Bei den Republikanern, also Trump seiner Partei, tauchen Namen auf wie der gegenwärtige Vizepräsident J.D. Vance oder der Außenminister Marco Rubio. Spannender ist im Moment aber die andere Seite des politischen Fächers. Weil auch bei den Demokraten kommt der Karren langsam in Schuss. Wer könnte bei denen die nächste grosse Vorzeigefigur werden? Von politischen Kommentatoren hört man verschiedene Namen. Zum Beispiel Alexandria Ocasio-Cortez, kurz AOC. Das ist die junge, progressive Kongressabgeordnete aus New York. Oder der Pete Buttigieg, der frühere Verkehrsminister unter Biden. Oder Kamala Harris, die frühere Vizepräsidentin. Einer wird aber besonders häufig aufgezählt: der Gavin Newsom. Newsom ist aktuell noch Gouverneur von Kalifornien, der Bundesstaat mit der höchsten Bevölkerung der USA. Er sei ein grosser Hoffnungsträger der Demokraten. Ja gut, die nächste Frage, die ich hatte, war logischerweise, warum denn ausgerechnet der Newsom? Newsom ist landesweit bekannt, medienerfahren und offensiv gegenüber Trump positioniert. Und als langjähriger Gouverneur bringt er noch etwas anderes mit, was politisch mega wichtig ist. Er hat bereits eine aufgebaute, grosse Spender- und Kampagnenmaschine in seinem Arsenal. Aber wenn jetzt ein Karrierepolitiker wie der Gavin Newsom als möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten gehandelt wird, mit welcher politischen Bilanz würde er eigentlich antreten? Und hier fängt sein Problem eben an. Kalifornien ist wirtschaftlich so gross, dass man den Staat fast schon wie ein eigenes Land anschauen muss. Wenn man seine Wirtschaftsleistung mit anderen Ländern vergleicht, dann liegt Kalifornien mittlerweile sogar vor Japan. Mit rund 4,1 Billionen US-Dollar wäre Kalifornien die viertgrösste Volkswirtschaft der Welt. Und wer so einen Staat regiert, in der Schweiz würde man dem auch einen Kanton sagen, der steht automatisch im nationalen Rampenlicht. Und Newsom beherrscht diese Bühne grandios. In den nationalen Medien inszeniert er sich immer wieder als scharfer Kritiker von Donald Trump. Ich kann diese Unterwürfigkeit einfach nicht mehr ertragen. Die Leute knicken ein. Ich hätte eigentlich ein paar Knieschoner mitbringen sollen für all die Staats- und Regierungschefs hier. Da werden Kronen verteilt, da wird Lob ausgesprochen. Ja, ganz ehrlich, das ist einfach nur peinlich. Und ich hoffe, den Leuten ist klar, wie peinlich das auf der Weltbühne wirkt. Zumindest aus amerikanischer Sicht ist das wirklich beschämend. Die Europäer müssen selber entscheiden, was sie tun. Aber eines können sie nicht mehr machen, so weitermachen wie bisher. Dieser Mann hält viele Leute zum Narren und das ist einfach nur peinlich. Trump ist wie ein T-Rex. Entweder man begegnet ihm auf Augenhöhe oder er verschlingt einen. He's a T-Rex. You mate with him or he devours you. One or the other.
Und so positioniert er sich bewusst als Gegenfigur im politischen Cowboy-Spiel. Oder Machtkampf, kann ich sagen. Aber seine Position hat einen Haken. Kalifornien selber steht seit Jahren massiver Kritik. In der Schweiz hört man davon vergleichsweise wenig, habe ich das Gefühl. Und darum schauen wir uns am Gavin Newsom sein Kalifornien-Problem mal ein bisschen genauer an. Kalifornien wird seit 2011 ohne Unterbruch von einem demokratischen Gouverneur regiert. Zuerst von Jerry Brown und seit 2019 von Gavin Newsom. Und auch im kalifornischen Parlament haben die Demokraten in beiden Kammern eine Zweidrittelmehrheit. Dem sagen sie eine Supermajority. Das bedeutet, dass wenn die Demokraten in Kalifornien etwas beschließen wollen, dann können sie das ungehindert machen. Die Republikaner haben keine Chance, dagegen etwas zu machen. Darum fällt aber dann auch die Verantwortung über das, was dort passiert, direkt auf die Demokraten zurück. Wer über viele Jahre praktisch ungehindert regieren kann, trägt am Schluss dann auch die Verantwortung für das Resultat. Oder anders interpretiert, wenn die Lösungen der Demokraten wirklich überlegen sind, müsste Kalifornien inzwischen ein Paradies sein. So ist es aber leider nicht. Der Bundesstaat hat laut dem US-Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung mittlerweile gegen 187'000 Obdachlose. Und wer durch die Stadt läuft, sieht eben nicht nur einzelne tragische Fälle, sondern es ist ein Problem, das das Stadtbild prägt. Man sieht Zeltlager, Drogensüchtige und es gibt ganze Quartiere, die verwahrlost sind. Es gibt Gebiete, die nicht mehr wirklich unter Kontrolle scheinen. Kalifornien hat in den letzten 5 Jahren 24 Milliarden US-Dollar zum Lösen von diesem Problem ausgegeben. Kritiker sagen, das entspreche rund 147'000 Dollar pro betroffene Person. Trotzdem wird es irgendwie alle Jahre schlimmer. Wir in Kalifornien haben rund 24 Milliarden Dollar für Obdachlosigkeit ausgegeben. Das sind etwa 847.000 Dollar pro Person. Und als im State Assembly einstimmig ein Gesetz beschlossen wurde, um nachzuprüfen, wie dieses Geld überhaupt ausgegeben wird, hat dies Gavin Newsom mit seinem Veto verhindert. Das heißt, wir wissen bis heute nicht, wohin dieses Geld geflossen ist. 24 Milliarden Dollar wurden ausgegeben. Die Obdachlosigkeit ist schlimmer geworden und der Grund dafür ist Korruption. Der Staat baut keine eigene Abteilung auf, um das Problem zu lösen. Stattdessen wird das Geld an Organisationen verteilt, an sogenannte NGOs. Und dort verschwindet es dann. Es landen Gelder in den eigenen Taschen, Freunde erhalten tolle Jobs, es werden teure Häuser damit gekauft. All diese Dinge, die man als korrupt bezeichnen muss. Und niemand kontrolliert, wohin das Geld tatsächlich geht. Das Ergebnis, die Obdachlosigkeit wird schlimmer und gleichzeitig geben wir immer mehr Geld aus. Denn jedes Mal, wenn die Bevölkerung gefragt wird, ob sie eine weitere Steuer akzeptiert, um das Problem zu lösen, sagen viele ja, weil sie wollen, dass es besser wird. Aber dann passiert genau das. Der Staat nimmt dieses Geld, das eigentlich für die Lösung gedacht ist, und leitet es weiter an politisch nahestehende Kreise. Und dort will man natürlich nicht, dass transparent wird, was damit passiert. Auch in Sachen Sicherheit in der Stadt gibt es harte Kritik. Vor allem bei Eigentumsdelikten, bei Ladendiebstählen und ganz allgemein beim Sicherheitsgefühl gäbe es grosse Mängel. Ein Teil dieser Entwicklung wird auf die Defund the Police-Bewegung und auf die sogenannte Reformpolitik der letzten Jahre zurückgeführt. So zum Beispiel haben die Demokraten in Los Angeles vorgeschlagen, dass man das Polizeibudget um 150'000 Dollar kürzen will. Gleichzeitig ist aber der Eindruck entstanden, dass Kriminalität, Diebstahl und Verwahrlosung nicht mehr mit der nötigen Härte verfolgt wird. Und das ist eben nicht unbedingt ein erfolgsversprechendes Rezept. Auch wirtschaftlich steht Kalifornien stark unter Druck. Auf dem Papier gehört der Staat zwar zu den grössten Volkswirtschaften der Welt, aber eine grosse Zahl allein beweist noch nicht, dass das wirtschaftliche Fundament gesund ist. Es gibt hohe Steuern,
Ein Häufen Vorschriften, steigende Wohnkosten und immer mehr Ausgaben im Alltag. Und genau wegen all diesen Faktoren haben in den letzten Jahren immer mehr Buden und auch viele Einwohner Kalifornien verlassen. California is broke. Kalifornien ist faktisch pleite und der Grund ist simpel. Der Staat hat zu viele Ausgaben im Vergleich zu den tatsächlichen Einnahmen. Wenn keine echte wirtschaftliche Entwicklung stattfindet, dann bleibt am Ende nur eines: Steuern. Darum werden die Steuern immer weiter erhöht, immer und immer wieder, weil echte wirtschaftliche Entwicklung fehlt. Und Gavin Newsom scheint Einnahmen und Steuern gleichzusetzen, als wären das dasselbe. Aber dabei ist es das nicht. Am Ende braucht es wirtschaftliches Wachstum. Nur mal kurz, ich habe das so verstanden. Ein Bundesstaat hat grundsätzlich zwei ganz unterschiedliche Wege, um zu Geld zu kommen. Erstens, bestehende Steuern immer weiter zu erhöhen. Oder zweitens, der bessere Weg wäre wahrscheinlich über wirtschaftserleichternde Massnahmen die Wirtschaft so anzukurbeln, dass mehr Umsatz reinkommt, mehr Leute Bücher zu finden und so die Einkommen steigen. Und dann am Schluss so auf natürliche Art mehr Steuern reinkommen, ohne dass man den Einzelnen immer mehr ausquetschen muss. We have 40 million. Kalifornien hat rund 40 Millionen Einwohner, aber nur etwa 17,5 Millionen zahlen überhaupt Einkommenssteuern, also weniger als die Hälfte. Und die Menschen, die keine Steuern zahlen, leben trotzdem hier. Sie verursachen Kosten und diese müssen gedeckt werden. Der Staat finanziert eine Reihe von Leistungen und gleichzeitig gibt es rund um diese Programme eine Art Industrie, ein Netzwerk aus NGOs, die sich an diesen Geldern bedienen, zum Beispiel rund um Obdachlosigkeit oder rund um Lebensmittelprogramme. Und ein Teil dieses Geldes verschwindet irgendwo da drin. And they come in and they steal all the money in the middle. It's the same conversation. Das ist im Grunde wie bei einem Teenager. Stell dir vor, deine Tochter ist 19, studiert und macht ständig neue Schulden. Sie kauft ein, gibt Geld für Essen aus und kommt dann immer wieder zu dir und sagt, ich brauche noch mehr Geld. Irgendwann würdest du sagen, so geht das nicht. Du hast genug Geld. Du musst halt einfach weniger ausgeben. Say to this person, you're not being responsible. No, I'm not going to give you more money. You've got enough money. Now start lowering your expenditures. Dazu kommt dann noch die Energiepolitik. Kalifornien gehört seit Jahren nicht nur bei den Benzinpreisen, sondern auch beim Strom zu den teuersten Staaten von ganz Amerika. Zum Beispiel beim Most kommen mehrere Sachen zusammen. Hohe staatliche Benzinsteuern und Klimaprogrammabgaben treiben die Preise hausgemacht nach oben. Und hohe Energiekosten waren noch selten eine Grundlage für wirtschaftlichen Schwung. Gleichzeitig werden auch die Raffineriekapazitäten im Staat immer knapper. Mehrere Raffinerien haben Kalifornien bereits verlassen. Gemäss ihren Aussagen wegen immer komplizierteren Auflagen, steigenden Steuern und weil der politische Kurs in Richtung Elektrifizierung und gäng strengeren Klimaziel den klassischen Industriezweig immer unattraktiver gemacht haben. This is a new report Das from ist ein neuer Bericht von Bloomberg. Darin heißt es, dass Kalifornien zunehmend Öl aus den Bahamas importiert. Und offenbar nimmt dieses Öl einen langen Umweg über den Panama-Kanal, was den Preis zusätzlich in die Höhe treibt. What? That seems crazy, Elaine. Wir sprechen hier davon, dass Kalifornien Öl importiert. Dabei ist Kalifornien selbst ein ölreicher Bundesstaat. in 1980. 1982 hat Kalifornien gerade einmal 6% seines Öls aus dem Ausland importiert. Heute sind es rund 70%. Wow. 2 Raffinerien sollen dicht machen, weil die Vorgaben unter Gavin Newsom es praktisch unmöglich machen, profitabel zu arbeiten. Und jetzt wird es noch absurder. Das Öl geht zuerst von Texas in die Bahamas, also raus aus den USA. Dann wird es auf Tanker verladen, durch den Panama-Kanal geschickt und am Ende wieder zurück nach Kalifornien gebracht. Also, zusammengefasst könnte man sagen, all die Punkte ergeben das, was Kritiker inzwischen als Kalifornien-Problem der Demokraten beschreiben. Ein Bundesstaat, der wirtschaftlich riesig daherkommt. Für viele Menschen ist der Alltag aber immer teurer, unsicherer und aus dem Gleichgewicht geraten. Spannend ist jetzt, dass die Demokraten selber über Kalifornien fast eine komplett gegenteilige Geschichte erzählen.
Wer jetzt nur die Kritik hört, könnte schnell den Eindruck bekommen, Kalifornien sei im freien Fall. Die Demokraten erzählen dagegen aber ganz eine andere Geschichte. In ihren Worten ist Kalifornien eher eine Erfolgsstory. Ein zentrales Argument ist, dass Kalifornien zu den grössten Wirtschaftsräumen der Welt gehört. Für Gavin Newsom und sein Lager ist genau das ein zentraler Beweis. Nämlich, dass der wirtschaftliche Kurs von diesem Bundesstaat im Grundsatz funktioniert. Auch bei den Staatseinnahmen verweisen sie auf starke Zahlen. Die Einnahmen aus Einkommenssteuern, Steuern auf Aktiengewinn und Unternehmenssteuern waren zuletzt über 40 Milliarden Dollar höher gewesen, als ursprünglich prognostiziert. Newsom versucht, diese Stärke auch mit weiteren Kennzahlen zu untermauern. Kalifornien hat mehr Fortune 500 Unternehmen als jeder andere US-Bundesstaat. Und gleichzeitig zieht der Staat weiterhin enorme Investitionen an. Während vielen Jahren sind über 100 Milliarden Dollar Risikokapital in Start-ups, also Neugründungen von Firmen, geflossen. Auch bei den Zukunftstechnologien präsentiert sich Kalifornien als Gegenmodell. In seinen Auftritt zeichnet Newsom das Bild von einem Bundesstaat, der bei künstlicher Intelligenz, Biotechnologie und auch bei Klima- und Energiepolitik ganz vorne mitspielt. Bei der Energiewende zum Beispiel, sagt er, hat seine Regierung einen konkreten Erfolg eingefahren. Kalifornien hat mittlerweile mehr als 2,5 Millionen emissionsfreie Fahrzeuge auf der Straße. Allein im 4. Quartal 2025 sind über 79'000 neue Elektroautos verkauft worden. Das sind rund 19% von allen Neuwagenverkäufen im Bundesstaat. Auch beim Stromsystem verweist Newsom auf Fortschritt. Kalifornien baut seit ein paar Jahren grosse Batteriespeicher in sein Stromnetz ein. Man kann sich das wie eine riesige Powerbank vorstellen, also Akkeln. Die speichern überschüssigen Strom und geben den später wieder ins Netz zurück. Die Kapazität dieser Batteriespeicher ist seit 2019 um mehr als 2100% gewachsen. Unter diesem Narrativ erscheint Kalifornien also nicht als Problemfall, sondern eher als eine Art Labor der Moderne. Ein Ort, wo politische und technologische Entwicklungen früher ausprobiert und umgesetzt werden als an anderen Orten. Wer selber anschauen will, wie Newsom seinen Staat beschreibt, kann einen Blick auf die Erfolgsbilanz von seiner Regierung werfen. Auf einer offiziellen Webseite zählt er auf, was Kalifornien in den letzten Jahren alles erreicht hat. Seine Botschaft lautet sinngemäss: Die Stärke von Kalifornien sei kein Zufall, sondern es sei das Resultat von bewusst getroffenen politischen Entscheidungen. Seine Leute sagen dem Results by Design. Wir haben mehr Fortune 500 Unternehmen als jeder andere Bundesstaat in den USA, mehr Wissenschaftler, mehr Ingenieure, mehr Nobelpreisträger als jeder andere Staat. Das beste öffentliche Hochschulsystem der Welt. 18% der weltweiten Forschung und Entwicklung finden in Kalifornien statt. China liegt bei 22%, Deutschland bei 21%. Kalifornien allein kommt auf 18%. Und wenn es um künstliche Intelligenz geht, dann sind wir das Zentrum der Welt. Hohe Lebenshaltungskosten, Wohnungsmangel oder soziale Spannungen gelten in diesem Narrativ darum nicht als Beweis für politisches Scheitern. Sie werden als Nebenwirkungen von einem dynamischen und ambitionierten Wirtschaftsraum dargestellt. Ich wollte jetzt als nächstes wissen, wie tragfähig diese Erfolgsargumente denn tatsächlich auch sind. Das geht als nächstes. Schauen wir uns die Erfolgsargumente alles ein bisschen genauer an. Der erste Punkt ist die Wirtschaft. Der Newsom sagt, Kalifornien ist wirtschaftlich stark. Und ja, auf dem Papier stimmt das natürlich. Aber die Grösse allein ist noch kein Beweis für einen gesunden Wohlstand. Weil die sogenannte wirtschaftliche Stärke von Kalifornien konzentriert sich stark auf ein paar wenige Branchen. Vor allem auf die Tech-Branche
und auf die Kapitalmärkte und auf sehr hoch bewertete Immobilien. Für viel kleinere Betriebe, für den Mittelstand und für einen gewöhnlichen Haushalt sieht die Realität aber deutlich weniger glänzig aus. Hohe Mieten, hohe Lebenshaltungskosten und gäng mehr Vorschriften. Das alles macht den Alltag teurer und der Standort mühsamer. Der zweite Punkt sind die hohen Steuereinnahmen. Newsom sagt, die Einnahmen zeigen, dass der Kurs funktioniert. Aber genau diese Einnahmen zeigen auch, wie fragil das Modell ist geworden. Wie wir schon gesehen haben, hängen die Einnahmen von Kalifornien in einem ungewöhnlich grossen Ausmaß ab von Kapitalgewinnsteuern, also am Aktienmarkt und an den Einkommen von einer kleinen Gruppe von Spitzenverdienern. Das heisst, wenn Tech-Aktien steigen und sehr reiche Steuerzahler grosse Gewinne einfahren, dann sieht der Staatshaushalt stark aus. Aber das ist nicht das Gleiche wie ein breit verteilter Wohlstand. Im Gegenteil. Wenn viele kleinere Betriebe unter Kostenauflagen leiden, wenn mittlerweile Unternehmen abwandern und wenn der Mittelstand gäng stärker aus dem Staat verdrängt wird, dann fehlt eben die breite und verlässliche Steuerbasis, die eine gesunde wirtschaftliche Stabilität eigentlich aufbauen müsste. Out of the 17 Von den 17,5 Millionen Steuerzahlen blechen 200 Personen knapp die Hälfte aller Steuern. Alleine das zeigt, wie schmal die Steuerbasis mittlerweile ist. Früher waren es einmal 310 Milliarden, aber ein großer Teil hat Gavin Newsom bereits verscheucht. Man könnte sagen, Gavin Newsom ist der beste Wirtschaftsförderer für andere Bundesstaaten. Klingt wie ein Witz, ist aber keiner. Viele Unternehmen sind gegangen, weil die Steuern zu hoch sind und weil immer mehr Freiheiten eingeschränkt werden. Der dritte Punkt ist das Bild eines modernen Vorzeigestaat. Newsom präsentiert Kalifornien gerne als ein Labor der Neuzeit. Er verweist auf 2,5 Millionen emissionsfreie Fahrzeuge, auf Batteriespeicher und auf Kalifornien als Vorreiter der Energiewende. Für viele Menschen fühlt sich das Moderne aber vor allem so an. Alles wird teurer. Strom, Benzin, Mieten, Versicherungen und viele Alltagskosten setzen Familien, Arbeiter und kleine Betriebe immer mehr unter Druck. Genau wegen dem bröckelt Newsom sein Erfolgsnarrativ auch immer mehr. Ein Modell kann zwar politisch modern tönen, aber was nützt es, wenn der Alltag gleichzeitig teurer, komplizierter und belastender wird? Der vierte Punkt sind die sozialen Programme. Newsom sagt, der Staat investiert massiv in Lösungen. Auch das stimmt auf dem Papier. Kalifornien hat in den letzten 5 Jahren Milliarden gegen Obdachlosigkeit ausgegeben. Aber auf der Straße sieht man von dem aber erstaunlich wenig. Wenn eine Regierung eine Hennensumme ausgibt, aber Zeltlager, offene Drogenszenen und verwahrloste Strassenzüge gleichzeitig weiterhin das Bild von vielen Städten prägen, dann ist das kein gutes Argument. Im Gegenteil, dann stellt sich automatisch eine andere Frage. Hat sich etwa rund um die Obdachlosen ein System gebildet, das hauptsächlich sich selber finanziert? Der 5. Punkt ist die Sicherheitslage. Newsom sagt, die Zustände in Kalifornien werden von Kritikern übertrieben dargestellt. Und tatsächlich kann er sich dabei auf offizielle Zahlen stützen. 2024 sind Gewaltkriminalität und Eigentumsdelikte in Kalifornien laut Statistik leicht zurückgegangen. Das Problem ist nur, viele Menschen beurteilen die Sicherheit nicht nach Regierungsstatistiken, sondern nach dem, wie sich ihre Stadt anfühlt. Und genau das ist der Widerspruch. Das PPIC sagt, dass Ladendiebstähle im 2024 weiter gestiegen sind und mittlerweile rund 47,5% über dem Niveau von 2019 liegt. Und es kommt noch etwas dazu. Wenn liberale Staatsanwälte Kriminelle immer wieder ohne spürbare Konsequenzen auf freien Fuß setzen, dann sinkt auch die Abschreckung. Ein Beispiel dafür ist in Kalifornien Prop 47.
Dank diesem Gesetz ist Diebstahl bis $950 in Kalifornien nur noch als kleineres Vergehen eingestuft worden. Als sogenanntes Misdemeanor. In vielen Fällen bleibt es darum bei einer Verwarnung. Ladenbesitzer und Privatpersonen machen so die Erfahrung, dass trotz einer Anzeige am Schluss kaum etwas passiert. Darum sagen immer mehr Betroffene, dass sie Delikt gar nicht melden. Und genau so kann eine Statistik sauberer aussehen, als es tatsächlich im Alltag ist. Wenn man das Erfolgsargument der Demokraten und von Gavin Newsom genauer prüft, wirken viele davon deutlich weniger überzeugend als in seinen Reden und in seinen Pressemitteilungen. Wenn ich selber diese Erfolgsstory mit relativ wenig Mitteln hinterfragen kann, dann werden Newsoms politische Gegner das in einem Wahlkampf noch viel härter und viel medienwirksamer machen können. Und vermutlich weiss das Newsom selber auch. Nicht seine Bilanz macht ihn stark, sondern sein Findbild gegenüber Trump. Und jetzt noch, wie ging zum Schluss, meine ehrliche Einschätzung zum Thema. Wenn ich ganz ehrlich bin, schätze ich an Kalifornien etwas ganz extrem. Das Wetter. Die Sonne scheint fast jeden Tag. Man kann das ganze Jahr draussen in den kurzen Hosen spörteln. Und man kann Zeug planen, ohne dass man auf einen Wetterbericht schauen muss. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal den Wetterbericht angeschaut habe. In der Schweiz könnte man sich das ja nicht vorstellen. Aber abgesehen vom Wetter ist die Stimmung im Alltag schon weniger gut als auch schon. Ich finde, der kalifornische Optimismus, den es lange Zeit gegeben hat, ist ein bisschen am Verbröseln. Die Stimmung verändert sich. Viele Alteingesessene haben gäng mehr Mühe, genug Geld zu verdienen. Aufträge kommen nur noch unregelmässig rein. Und fixe Stellen sind rar geworden. Nicht wenige müssen sich mit mehreren Gelegenheitsjobs über Wasser halten. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele die Verschlechterung im Alltag nicht mit der Politik in Zusammenhang bringen. Solange auf dem Wahlzettel hinter einem Namen ein D für Demokrat steht, reicht das für die meisten. Man will ja zu den Guten gehören. Darum steht die Chance gut, dass Demokraten in den nächsten Jahren in Kalifornien die Mehrheit behalten. Ob es landesweit zum nächsten Präsidenten reicht, kann ich nicht sagen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, dass das Grüppli von denen, die die Zusammenhänge doch langsam schnallen, dann gleich grösser wird. Ich würde nicht sagen, dass die dann automatisch zu Republikanern werden. Es täuscht mich eher, viele fühlen sich eher von gar keiner Partei mehr wirklich vertreten. Und ich würde mich auch dazu zählen. Im Fall. Hey, voilà, dann würde ich sagen, das war es wieder mal für heute. Merci vielmals an alle, die mich auch letzte Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das hier ist übrigens der allererste Beitrag, den ich dank euch für die Recherchebühne Hilfe dazu holen konnte. Darum nochmal einen herzlichen Dank an alle Unterstützer. Ihr findet Spendeninfos unter www.vagunter.ch oder auch im Beschreibungstext von jedem Video. Also, merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Ich freue mich. Tschüss.